Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir haben in der letzten Folge ja wunderschön da unten mal unseren Zaubertisch angefangen. Und da unten würde ich dann gerne so Warzen platzieren. Ich glaube, die wachsen eben nur auf dem Nether und kommen aus dem Nether. Also, ja, schauen wir das mal an, wenn wir denn das mal überhaupt gefunden haben. Jetzt was haben wir da drin eigentlich noch? Stein und Stein, die könnten wir noch schnell mal rausnehmen. Und danach würde ich eigentlich mal gerne ein bisschen an anderen Sachen arbeiten. Und zwar würde ich gerne unbedingt mal gerne, warte, tun wir einfach mal irgendwie da an. Und zwar würde ich unbedingt mal gerne unser Dach mal noch fertig machen. Und da muss ich mal schauen, dass ich die, dass wir die Mannspitzhacke mal noch loswerden, weil ich will nicht unbedingt die ganze Zeit da meine die Mannspitzhacke brauchen. Würde ich gerne ein bisschen aufsparen wollen. Da eine ist sie. Wir haben noch eine eigene, aber da tun wir jetzt gerade mal noch schnell noch mal eine machen. Und zack, da haben wir sie schon. Okay. Mein Ziel ist, dass wir den Kuhstall noch fertig umbauen, dass wir noch ein paar Sachen umsetzen, die ich gerne umsetzen. Zum Beispiel würde ich gerne ein paar Laternen anstellen. Genau, da können wir gerade Glowstone machen. Also ich wollte eigentlich in dieser Folge ein bisschen das Zeug ausdekorieren, sage ich jetzt einmal. Ich bin noch ein bisschen lost unterwegs, aber ich glaube, das sollte sich im Laufe der Folge ein bisschen beheben. Warte schnell, spezielle Sachen haben wir es drin. Genau, diese hier und diese hier. Und dann gehen wir noch ein bisschen Glowstone machen. Dann brauchen wir aber noch Gartenzäune. Ich weiss gar nicht, wir haben die glaube ich gar nicht mitgenommen von unten. Also von der Mine. Bin ich mir ziemlich unsicher, ob wir die mitgenommen haben, aber wie es aussieht, haben wir genau die nicht mitgenommen. Ja moin. Das heisst, eigentlich müssten wir noch ganz kurz noch schnell in die Mine runtergehen, um das zu holen. Bin ich unsicher, wenn ein Glowstone geht. Ich muss noch schnell angüchseln. Ja, also ein Leuchtstein. Drücken wir einfach gerade mal so viel drauf, wie es geht. 16 Stück sind nicht wenig. Der Rest Leuchtstein können wir momentan da rein tun, das Papier auch. Das Lapid tun wir auch mal hier rein. Ausser wir wollen mal schauen, ob wir mit den Neuspitzhacken vielleicht Behutsamkeit drauf bekommen. Dann würde es sich nämlich gerade lohnen, wenn wir oben schnell in die Mine gehen. Zack. Effizienz. Ich weiss, ich habe aber keine Ahnung, was Effizienz ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, was Effizienz ist. Und dann müssen wir so... Gut, wir könnten auch gerade mal schauen, ob wir noch ein paar Bibliotheken anbekommen. Ich glaube, ich habe außen nämlich noch recht viel Zuckerrohr, ja. Okay. Eigentlich könnten wir noch schauen, ob wir noch ein paar Bücher anbekommen würden. Zuckerrohr mache ich wie zu Papier? Wie mache ich Papier? Das ist wieder eine gute Frage. Ich habe doch wieder keinen blassen Schimmer, wie man Papier macht. Oh Jägerli, Papier? Ah, immer 3 Einreihen. Okay. Dann tun wir da schnell auffüllen und schauen wir, was wir da zusammen bekommen. So, komm an. Also das nächste Mal teile ich es lieber gerade direkt auf. Ich glaube, das geht besser, als wenn ich da das halt die ganze Zeit so hin und her bewege. Aber ich bin immer noch ein bisschen lernen, wie man das am schnellsten macht. 22 Papier, das sind 64 Papier. Das sind nicht einmal so wenig. Wie viel Leder haben wir denn? Ich glaube, wir haben gar kein Leder mehr, ehrlich gesagt. Das könnte gut möglich sein, dass wir kein Leder mehr haben. Für das müssten wir noch mal ein paar Kühe töten. Komm, das machen wir gerade. Wir tun die Folge einfach immer ein bisschen etwas machen, wo sie gerade Lust drauf haben. Dann bräuchten wir gerade noch mal schnell ein bisschen Streu, also Weizen. Dann können wir nämlich die Kühe noch mal schnell durchfüttern. Zum gerade wieder neu zeugen und dann können wir nämlich ein paar Türen für Leder. Ich hoffe, das kommt gut. Da hinten ist meine Werkbank. Ich habe die schon überall gesucht. Da ist sie. Genau, und dann, weil das ist noch etwas, was ich gerne beheben würde. Ich bin mir jetzt immer noch unschlüssig, ob ich es aufs Holz draufsetzen oder eins übersetzen. Aber ich glaube, ich setze es neben das Holz eins an, weil dann ist es auf eine Art gleichmäßig. Jetzt muss ich da schauen, dass ich da zuerst mal reinkomme. Es sind nämlich nicht wenige Kühe. Wir haben da schon ein paar. Jetzt füttern wir die schon durch. Dann können wir nämlich schon ein Dach machen, das ich unbedingt gerne machen würde. In dieser Zeit haben die sich nochmal vermehrt. So, haben wir da noch Kuh? So, ich glaube, wir haben alle plus minus gefüttert. Okay, let's go. Dann könnte sich gerade noch ein bisschen vermehren und wir können nämlich in dieser Zeit mal das Dach ausbessern. Haben wir etwas da zum Aufsteigen? Jawohl. Abend sollte das eigentlich nicht gross beeinflussen, wir haben ja da ziemlich viel Licht umeinander. Also gehe ich davon aus, dass wir da jetzt wirklich das in Ruhe schnell machen können, weil das würde ich nämlich gerne machen. Dass wir das nämlich mal erledigt haben. Und zwar müssen wir die hier wegnehmen und nochmal eins gegenüber versetzen. Jetzt muss ich schön schauen. Weil es gehen immer ab und zu doppelte weg und mal ab und zu einzelne. Das ist genau so. Jetzt habe ich halt kein Material mitgenommen, um das zu machen. Aber ich habe gedacht, wir haben das Material direkt eigentlich von da. Darum sollte das eigentlich gar keine so grosse Rolle spielen. Dann können wir nämlich jetzt hier schön eine normale... Nein, falsch. Sondern wir bauen jetzt hier schnell eine normale Linie drauf.
So. Und würde jetzt eins gegenüber versetzen. Jetzt weiss ich nicht mehr ganz genau, wo ich hin muss. Ich knuddle. Ich hätte besser schauen. Also, wir müssen... 1, 2... Der dritte, hä? Ich hoffe, ich sehe das richtig, dass wir den dritten benutzen. Probieren wir das mal schon. Weil dann haben wir endlich mal den Fehler behoben, weil ich auch schon lange beheben. Der hat mich schon so lange genervt. 1, 2, 3. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir schauen mal schnell da innen an. Wartet schnell. 1, 2, 3. Steigen. Und dann 1, 2, 3. Okay, doch, sollte stimmen eigentlich. Aber von da aus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aber das stimmt ja dann wieder nicht. Das müsste ja eigentlich da ohne. 1, 2. Hä? Bin ich verwirrt? Haben wir es doch da ein bisschen breiter gebaut? Also, das ist oben, dann 1, 2 und der dritte. Das ist oben, dann 1, 2 und der dritte. Okay. Und sollte das eigentlich stimmen, dann haben wir nämlich das mal einigermaßen gut anbekommen. Und zack, und dann haben wir endlich mal das Dach fertig gemacht. Ich habe das nämlich schon so lange machen. Ich wollte eigentlich auch die Brücken noch ein bisschen umbauen, aber bis jetzt habe ich das immer noch nicht gemacht. Eben so Stützen eigentlich unten anbauen. Aber ich habe irgendwie die Zeit noch nicht dazu gefunden. Darum finde ich es gerade schön, dass ich mir da mal ein paar Sachen kann beheben kann, die ich eigentlich schon länger machen will. So, dann töten wir zuerst dich. Dann nehme ich mal schnell meine Axt, dass das Schwert noch ein bisschen durchhebt. So, nice. Jetzt bin ich gerade überlegen, eigentlich könnten wir jetzt gerade mal schnell ein paar Kühe töten. Stehen die Kühe gerade aufeinander drauf? Ja, moin. So, jetzt müssen wir ein paar Kühe töten. Nicht viel, einfach mal ein paar. Nein, er rennt davon. Wir müssen jetzt halt mit der Axt töten, weil mit dem Schwert treffen wir halt immer mehrere aufs Mal und das wollen wir nicht. So. So. Weil allzu viel haben wir eben gar noch nicht. Das heisst, ich muss wirklich schauen, dass wir vielleicht... Jetzt noch die da. Bleibst du da? Ich weiss nicht, welche du bist. Die da. Okay. Komm, eine können wir noch. Eine können wir noch. Es tut mir gerade in meinem Herzen weh, wenn ich da meine Kühe töten. Bleibst du da? Oh mein Gott! Du bist verdammt schnell unterwegs. So, jetzt haben wir noch wieder ein bisschen Leder, 5 Leder. Vielleicht bringen wir dafür nochmal eine Bibliothek, also nochmal so eine Bibliothek an. Und vielleicht können wir dann nochmal Behutsamkeit drauf tun. Da bin ich eben immer noch unsicher, wie viel Behutsamkeit wir brauchen oder was genau wir brauchen. Darum müssen wir es jetzt halt mal ein bisschen ausprobieren. Jetzt haben wir mal ein paar Kühe getötet. Wir haben sie aber auch gleichzeitig vermehrt, also machen wir das ja eigentlich ganz richtig. So, essen wir ganz gut schon etwas haben. Und jetzt schauen wir schon noch. Wir haben Papier und wir haben das Dings. Jetzt können wir einfach 5 machen, 5 Leder haben wir. Also eigentlich könnte man sogar noch viel mehr Bücher machen. So, weil wir hätten eigentlich genug Papier, aber ich wollte ein bisschen aufpassen momentan noch mit dem... Was ist da ein Zombie? Aber nicht da unten. Ich hoffe es mal nicht. Und dann müssen wir eigentlich eine Bibliothek herstellen. Für die Bibliothek brauchen wir Holz, das haben wir ja gerade noch. Das sollte eigentlich lange. Genau diese hier. Also das Bücherregal, wieso sage ich immer Bibliothek? Jetzt haben wir zu wenig Holz eigentlich. Wenn wir ein bisschen mehr Holz hätten, könnten wir das eigentlich noch machen. Hüpp. Hüpp. So, haben wir alles verarbeitet, passt schon. Und dann sollten wir eigentlich 2 machen. Das heisst, wir haben schon 3 Stück. Und jetzt verwundert es mich, ob ich mit 3 Stück schon mal Behutsamkeit bekomme. Zack. Und jetzt würde ich sagen, jetzt tun wir sie am Anfang, tun wir sie jetzt einfach momentan mal noch... Ich weiss gar nicht, ob es von da aus auch geht. Oder ob das schon zu weit weg ist. Nein, das wird gehen. Okay, dann probieren wir es nochmal aus. Effizienz. Wieso die ganze Effizienz? Ich brauche Behutsamkeit, keine Effizienz. Effizienz. Gibt es eine Möglichkeit, um das abzuändern, damit ich etwas anderes bekomme? Weil irgendwie will es mir die ganze Zeit nur Effizienz geben. Das verstehe ich nicht so ganz. Oder kann man die mehrmals verzaubern? Das könnten wir eigentlich ausprobieren. Ich kann sowieso... Ja gut, ich habe 30 Level. Es wäre eigentlich sehr schade, die zu verschwenden. Aber wir probieren es mal aus. Und zwar haben wir hier für 7 Level Effizienz 2. Keine Ahnung, was Effizienz bringt. Wir probieren es jetzt einfach einmal. Haltbarkeit 2 und Effizienz 2. Okay. Jetzt kann ich das nicht nochmal verzaubern. Das geht nicht. Okay. Kann ich das Buch verzaubern? Federvoll Schärfe. Nein, das wollen wir nicht. Kann ich das nochmal wechseln? Stärke, Federvoll Schärfe. Nein, okay. Okay, also ich bringe keine Behutsamkeit an. Ziemlich schade eigentlich. Dann schauen wir, dass wir die Bibliothek ein bisschen weiter. Ich hoffe, dass es vielleicht dann funktionieren würde. Aber dafür haben wir jetzt eine mit Haltbarkeit 2 und Effizienz 2. Also das heisst, sie sollte ja eigentlich länger halten und effizienter sein. Keine Ahnung, was Effizienz soll bringen. Wir nehmen es einfach mal mit.
Dann würde ich sagen, gehen wir sowieso ganz kurz schnell aber in die Mine. Dann können wir sowieso mal schon schauen, ob wir dort noch ein bisschen weitermachen. Das räumen wir einfach da rein, das passt schon. Lapiz kommt da rein. Bücher tun wir schnell da rein. Und der Rest, jetzt haben wir da noch Fleisch. Dann tun wir das mal da rein. Da rein hätte ich sogar auch noch mega viel Zuckerrohr. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir einfach unsere Kuhform erweitern, damit ich nicht alle aufs Mal töte. Und dann sollte das eigentlich gut kommen. Dann sollten wir eigentlich recht schnell viel können machen. Vielleicht sogar so viel, wie wir brauchen. Da bin ich aber unsicher. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Weizen mit, aber ich glaube, die kann man eben nur einmal am Tag füttern. Jetzt gehe ich in dem Fall mal schnell schlafen, weil dann sollte man sie eigentlich wieder füttern können. In dem Fall, gut Nacht. Ah. So, guten Morgen, ab zu den Kühen. Schauen wir, ob wir sie gerade noch mal füttern können und ob es etwas bringt. Zack. Und dann, also, dass wir so viel Weizen haben, Zuckerrohr haben, das habe ich gar nicht gewusst. Aber wir haben einfach ein bisschen zu wenig Rinder für das. Also Kühe, Rinderkühe. Rinder sind, glaube ich, die männliche Form von Kühen, wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt lassen wir die alle noch mal ein bisschen Liebe machen. So. Aber ich glaube, momentan tun wir noch keine töten. Also wir müssen jetzt wirklich nur versuchen vermehren. Schafe haben wir auch langsam ein paar, he? So, ich glaube, wir haben soweit alle gefüttert. Okay. Zack, dann machen wir dazu und jetzt haben wir wieder ein paar. Jetzt müssen wir einfach wirklich schauen, dass wir vorwärts machen beim Vermehren der Kühe. Und dann sollte eigentlich unsere Verzauberungstisch auch gar kein Problem darstellen. Dann sollte das eigentlich auch gar kein Problem darstellen. So, weißt du was, ich rühre das Papier jetzt schnell da rein. Kann ich mir das merken? Nein, ich kann es mir nicht merken. Kann ich mir nicht merken, dass ich es da drinnen habe. Dann lieber grad, da haben wir noch ein paar. Essen haben wir genug dabei, wir haben genug Materialien dabei. Eine Axt bräuchten wir vielleicht noch. Eine Axt wäre vielleicht kein Seich. Ein Schwert wäre auch kein Seich. Also ich glaube, wir machen gerade schon ein paar Sachen. Ich nehme gerade alles da runter. Ich glaube, wir machen gerade schon ein paar Sachen, damit wir ausgerüstet sind. Dann gehen wir nämlich wieder runter in die Mine. So. Dann haben wir da... Hä? Habe ich schon mal... Ich habe nochmal ein... Oh mein Gott, egal. Einmal mehr stört nicht. So. Machen wir da nochmal ab. Jetzt könnten wir eigentlich auch schauen, dass wir diese Sachen verzaubern könnten. Ist das eine dumme Idee? Die zu verzaubern? Ich glaube, das wäre eine dumme Idee, wenn wir die jetzt versuchen zu verzaubern. Ich glaube, das wäre eine dumme Idee. Dann lassen wir es mal bleiben. Ich benutze jetzt auch momentan die verzauberte noch nicht. Also jetzt müssen wir wirklich zuerst die abbrauchen, nachher benutzen wir mal die verzauberte. Weil dann wundert es mich, ob das einen gröberen Unterschied macht. Wieso brennst du nicht? Das ist stark. Hat der irgendeinen Zauber auf sich? Oh, jetzt fängt er an brennen. Speziell. Das ist wirklich speziell. So, dann gehen wir runter. Den Glowstone nehme ich jetzt einfach mal noch schon mit, weil wir wollen dann ja, ich nehme ihn einfach mal mit. Dass wir jetzt extra nochmal mit zurücklaufen. Essen haben wir ja eigentlich auch genug. Dann gehen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen runter in die Mine suchen. Dann gehen wir schauen, weil wir müssen da unten sowieso ja die Zäune mitnehmen, weil ich wollte jetzt nicht extra nochmal Zäune machen, wenn wir schon so viel da unten gesammelt haben. Dann gehen wir schnell Lucky machen. Jetzt ist gerade der Schwert kaputt gegangen. So, mit den bloßen Händen prügeln wir dich, komm. Jawohl, okay. Dann nehme ich aber gerade das nächste Schwert nochmal schnell in die Hand. Dann haben wir wieder Monstersachen bekommen. Ich habe hier nochmal einen Knochen, den habe ich noch nicht verräumt und den habe ich auch noch nicht verräumt. Dann haben wir schon wieder 3 Monstersachen. Parade. Ich bin gerade wirklich überlegt, ob wir mal versuchen, da hinten durchzugehen. Ich gehe jetzt mal schon zuerst zu der Kiste. Dann tue ich schon meinen Glowstone rein. Seht genau, weil da haben wir ja jetzt, da haben wir sogar noch einen von denen. Komm, dann tun wir das Zeug da rein. Weil da haben wir ja jetzt mega viel Zäune eigentlich, wo wir gebrauchen können, zum Laternen machen mit dem Leuchtstein. Darum wollte ich eigentlich einmal da oben wählen. Aber was ich gerne noch würde machen, ist mal da durchprobieren. Mal schauen, was da hinten auf uns wartet. Die Folge machen wir wirklich einfach, auf was ich Bock habe. He? Nicht wirklich zielstrebend, sondern einfach mal ein bisschen, auf was ich Bock habe. Und dann müssen wir dann sowieso mal schauen, dass ich da unten noch ein bisschen Stein farme. Dass wir dann hier oben können, an der Oberfläche die Brücken noch schöner bauen. Eben, dass wir irgendwie so eine Fläche machen. Also das Stütze unten dran, weil das nervt mich auch schon länger und wollte ich schon machen. Und unser Haus mal umbauen, das habe ich auch mal schon lange wollen. So, ne? Ich glaube, da hinten ist wirklich ein Spinnen-Spawner. Das heisst, es ist gerade nochmal einer dran. Wir haben immer noch keine Behutsamkeit. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich Behutsamkeit bekomme. Für was bräuchten wir mehr Bücher? Darum tun wir jetzt ein bisschen hier unten formen. Nachher schauen wir drinnen, dass wir die schnellstmöglichst vermehren, dass sie sehr viel Liebe machen. Und wenn sie das gemacht haben, dann können wir dann schauen. Direkt zum Spawner schnell. Oh, ich habe gar keine Fackel in der Hand. Darauf hat es noch eins. So, voilà.
Dann haben wir den außer Kraft gesetzt. Jetzt sollte der eigentlich gar kein Dings mehr bringen. Das heisst, es ist, glaube ich, schon der dritte Spinnenspawner, den wir gefunden haben. Ist nicht schlecht, würde ich mal sagen, dass wir schon 3 Spawner gefunden haben. Also, finde ich jetzt nicht mal so übel. Mal schauen, was wir mit dem anfangen können. Eben so eine automatische Monsterfarm wäre eben auch noch cool zum Bauen. Aber das heisst, wir brauchen Behutsamkeit, wir brauchen eine grössere Bibliothek, wir brauchen vieles. Aber eins nach dem anderen. Was kann ich die Pilze gebrauchen? Nicht wirklich wahrscheinlich. He? Ich kann die wahrscheinlich nicht wirklich gebrauchen. Darum lassen wir es jetzt einfach mal da. Da oben hätten wir gerade wieder Eisen. Die wir noch abbauen könnten. Nehmen wir doch mit, wenn es da so gratis an der Decke oben ist. Zack. So. Voilà. Und da leuchten wir noch mal schon ein bisschen aus. Wir da noch schnell wegnehmen. Und dann wundert es mich, wo wir ankommen, sobald wir jetzt durchgelaufen sind. Weil beim letzten Mal haben wir ja recht viel schon erkundet. Aber mich wundert es jetzt wirklich, wo wir genau ankommen. Beim hohen Spinnennetzer haben wir eben auch langsam mega viel. Dann müssen wir auch mal schauen, ob wir mit denen... Hä, wieso? Ah, da, weil genau oben mir noch einer ist. Ja, moin. Ja, moin. Ich leuchte zuerst das Bier ein bisschen aus. Da hinten ist wirklich Schluss. Es geht wirklich nur so schnell jetzt da rein. Ja, moin. Ich kann jetzt viel mehr erwarten. Ich kann jetzt erwarten, dass das wirklich verbunden ist mit den anderen Stellen. Aber wie es aussieht, ist das einfach so ein einzelner Posten mit einem Spawner. Sagen wir auch nicht nein, oder? Sagen wir auch nicht nein. Dann nehmen wir das da noch. Nehmen wir aber noch alles mit, was wir noch mitnehmen können. Kohle lasse ich mal noch. Voilà. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob es wirklich kein anderer... Oder ob ich mich mal da schnell gegenüber buddeln oder so. Aber wie es aussieht, ist da wirklich einfach geschlossen. Fertig. Mehr hat es nicht. Okay. Ja, dann lassen wir das stehen. Dann wissen wir gerade, wo wir unseren Spinnenspawner finden. Und wir haben endlich mal nachgeschaut, was da hinten ist. Ich kann erwarten, dass das wirklich alles voll verbunden ist und riesengroß und drin und tralala. Aber wie es aussieht, ist das voll nicht der Fall. Das heisst, wir könnten eigentlich jetzt da hinten weiter schauen. Ja, moin. Gott sei Dank bin ich nicht oben dran gestanden. Ja, das bringe ich nicht weg, aber ich muss das Loch zumachen. Ich kenne mein Glück. So. Dann gehen wir mal wieder umschauen. Da können wir jetzt aber das Zeug schon wieder verstauen, wenn wir würden sterben, dass wir einfach mal alles auf der Seite haben. Und let's go. Da sind wir ja alles durchforschen beim letzten Mal. Das heisst, wir müssen eigentlich mal da durch. Was wir noch nicht gemacht haben, das weiss ich noch. Das war nämlich da geradeaus und da hinten gehen. Da haben wir einfach alles ausbuddelt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal da weiter, oder? Weil das ist verbunden mit dieser Seite. Dann würde ich sagen, dann bauen wir jetzt diese Seite dann mal ab, dass wir wissen, dass wir da sind. Ich höre schon die ganze Zeit wieder überall Monster, aber keine einzige, die ich sehe. Die sind einfach wieder irgendwo. So, dann baue ich das mal ab. Und nachher gehen wir in die Richtung, wo die Schienen sind. Das finde ich schon mal eine gute Lösung. Und das ist, glaube ich, auch wieder doppelstöckig. Also da oben geht es irgendwie noch weiter. Darum tun wir jetzt wirklich nur so unten abbauen, dass wir wissen, wir sind da unten gewesen, aber da oben noch nicht. Wir sind, glaube ich, sowieso bis jetzt nur auf einer Ebene gewesen. Also die Frage ist dann sowieso, wenn wir dann auf die andere Ebene kommen. Aber das sollten wir irgendwie schon noch herausfinden. So, da. Dann haben wir da schon wieder Eisen zum Farmen. Da haben wir wieder alles Mögliche. Jetzt nehmen wir doch alles mit. Dann tun wir zuerst mal alle Spinnennetze abbauen. Voilà. Da haben wir wieder eine grössere Fläche sogar. Ich glaube, da bin ich letztes Mal sogar noch schnell schauen gegangen. Ich glaube, da bin ich letztes Mal sogar schon schnell schauen. Aber ich sage, wir bauen einfach eben alles ab. Ich halte da meiner Strategie fest. Alles weg. Alles muss weg. Und ich meine, das Holz hat uns jetzt wirklich geholfen, wo wir den Dings gebaut haben. Dort hinten ist ein Skelett gewesen. Ich habe dich schon gesehen. Hat uns ja wirklich geholfen jetzt bei der Farm bauen. Von den Materialien. Und das Ziel wäre jetzt eigentlich, wenn wir noch mehr Goldschienen finden würden. Also Goldschienen und Redstone bräuchten wir. Und sobald wir dann mal wieder mehr von dem haben, dann können wir dann mal unsere Zuckerrohrfarm noch ein bisschen ausbauen. Gut, wiederum, ich habe ja mega viel Zuckerrohr gefunden. Also eigentlich fehlt es uns ja nur noch an Leder momentan. Aber für das haben wir noch zu wenig Kühe. Und zum schneller Kühe vermehren brauchen wir halt mehr Kühe. Das heisst, wir müssen jetzt schauen, dass die jetzt erst mal ein bisschen erwachsen werden. Die anderen. Und dann tun wir nochmal alle durchfüttern. Dann gibt es nochmal Babys und dann können wir nochmal ein bisschen Leder farmen und dann unsere Bibliothek ein bisschen uns vergrössern. Vergrössern, würde ich jetzt sagen. So, das ist aber schon ein bisschen komisch aufgebaut da. Einfach so im Ecken rein, mega viel Holz und alles, aber... sonst eigentlich nichts. So. Kommen wir da wieder sehr gut vorwärts. Jetzt wundert es mich gerade, wie es dort vorne aussieht, ob was uns dort erwartet. So, zack. Ich höre ein Monster, aber ich glaube, es ist noch nicht in unserer Nähe. Die Hoffnung ist immer noch, dass wir noch mal eine Kiste finden. Das wäre immer noch Hoffnung.
Da hinten kommen wir, glaube ich, wieder zu einem Ort, wo wir eben schon waren, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da würden wir dann aber in die Höhle kommen. Und in der Höhle hat es, glaube ich, keine Bahnschiene, nichts mehr. Dann wäre es da fertig. He? Dann können wir eigentlich das da mal abbauen. Dann haben wir schon mal gemacht. Ja, ich glaube, wir sind wirklich langsam am Ende der Mine. Aber ich hoffe eben noch auf eine dritte Kiste mit Goldschienen. Oder dass wir allgemein Gold finden. Aber ich habe das Gefühl, wir finden allgemein recht viel Eisen und alles. Aber Gold, ja. Ein bisschen Mangelware. Sonst müssen wir dann wirklich nochmal wieder in eine Höhle gehen. Jetzt ein bisschen Gold farmen. So. Dann haben wir diesen Bereich nämlich auch schon wieder durchforscht. Ich glaube wirklich, so allzu viel gibt es nicht mehr zum Durchforschen. Weil ich sehe, es geht immer wieder mal kurz rauf und wieder kurz runter. Also die verschiedenen Ebenen, die wir gesehen haben, aber die tun jetzt nicht gross noch mehr aufdecken. Also wir kommen dann immer wieder ein bisschen am gleichen Ort hin. So. So, das heisst, wir haben jetzt hier alles. Kohle lassen wir jetzt hier einmal liegen. Und dann schauen wir mal hier schnell durch. Oh, falsch. Ich wollte hier Licht machen. Nein, da geht es noch. Da geht es auch nochmal aufwärts. Und gegen hinten. Aber das ist wieder verbunden mit, und dort hinten hat es auch nochmal Schienen. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen einen grösseren Höhlengang gefunden. Oh mein Gott, bin ich verschrocken. Ach, die Drecksau. Ach, die Drecksau. Ah, da hinten ist schon wieder Ende im Schacht. Da oben geht es wieder weiter. Mega speziell, ich komme ab und zu einfach nicht raus, wie die aufgebaut sind. Ich würde sagen, wir bauen da jetzt einfach mal alles ab, dass wir wirklich da sind. Und dann müssen wir mal schauen, die oberen Schienen könnten auch mit den anderen von hinten verbunden sein. Ich wollte aber noch mal eine Kiste, ich brauche noch ein paar Goldschienen. Wir brauchen sicher noch mal so um die 5 bis 10 Goldschienen. Und dann können wir nämlich unsere Zuckerrohrfarm noch ein bisschen erweitern, dass die dort ein bisschen mehr raushaut als nur 8 Stück pro Mal. Aber ich bin guter Hoffnung, dass in der Zeit, wo wir da unten sind, noch mal ein paar farmen. So. Jetzt ist die Frage, gehen wir einfach mal in die Richtung da alles abbuddeln. Und nachher gehen wir mal links durch. Nachher gehen wir dann mal da durchgüchseln. So. Das sieht doch schön mal schmackhaft aus. Wir sind da am Abbauen. So. Da ist noch etwas dick bekommen. Bin ich gerade froh, dass es nicht mehr war. Und dann nehmen wir das da noch mit. Und dann nehmen wir die Strecke, weil das ist, glaube ich, verbunden mit dem Teil, der da hinten dann kommt. Also, dass wir wahrscheinlich automatisch gegenüber werden gehen. Ich würde sagen, aber zuerst heizen wir uns noch das Eisen rein. Weil Eisen können wir wirklich nie genug haben. Ist da unten auch nochmal eine Höhle oder ist da unten nochmal ein Schachteingang? Das ist jetzt eine gute Frage. Nein, das ist einfach eine Höhle. Okay. Wisst ihr aber was? Ich würde sagen, ich wollte jetzt nicht ganz da bis am Anfang wieder zurücklaufen, dass wir dann wieder von dort weitermachen, sondern ich tue mich da jetzt ganz kurz ein bisschen einbüdeln. So. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Halt ein bisschen los die Folge, wo wir einfach das machen, auf was ich Bock habe. Aber ist doch einmal nötig. Und dann würde ich sagen, dann machen wir beim nächsten Mal die Mine weiter. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht sogar das Ende finden. Also dann hoffe nicht. Wir schauen einfach mal und dann mindestens noch eine Kiste. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Bis in die nächste Folge, wenn es wieder heisst, Runde Minecraft mit dem Schweizer. Danke vielmals und ciao.